Willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil unseres Jahresrückblickes und ich bin sehr froh, das wieder mit dir gestalten zu dürfen, Cornelia Ehlers. Danke, Murat Jegener ist hier an mir sieht. Hartlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wie kickt heute mal zurück, ob 2020 kickt aber um Betten, was 2021 noch so passieren wird und mal sehen, wer hier zu Gast ist bei uns nu. Genau, und jetzt legen wir los. Oskar Ketelhut brauche ich ja nicht lange vorzustellen, aber auch Peter Christoph Grünberg ist kein Unbekannter mehr. Aber zuerst unsere Standardfrage, die uns wirklich immer interessiert. Dieses Jahr, so Silvester, war ja wohl nix. Aber stellt euch vor, nächstes Jahr Silvester, es gibt kein Corona mehr. Wie würdet ihr feiern wollen? Gar nicht. Also ich Feiern ich wird bin jetzt nicht überbewertet. so der große Silvesterfeierer. Wenn wir mal Zeit haben und nicht Theater gespielt haben, treffen wir uns immer mit Freunden und essen schön was und Ja. gehen dann um 12 nach draußen. Aber ich bin jetzt nicht so der Silvester-Partymacher. Von daher kann ich Silvester auch mal sehr gut im Theater verbringen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann wieder die Möglichkeit gäbe. Aber also Silvester ist jetzt nicht so meine Party. Also ich höre schon raus, Oskar muss in unserem Weihnachts- und Silvesterstück drin Absolut. sein. Ja, also ich wehre mich nicht dagegen. Ich bin nicht immer traurig, weil ich dann nicht Silvester feiern kann oder so. Also arbeiten kann ich da ganz gut. Aber wie gesagt, sonst ist Ja, es das für mich ein schöner Tag mit Freunden, aber jetzt nicht so ein Partytag. Also mit Freunden heißt nicht gleich mit 2000 Freunden, sondern mit Genau. einem Ehepaar Schön oder so. essen, Ja, dann schön. zum Silvester gucken, rausgehen und Peter Christoph Grünberg, ich meine, wie ist denn das bei dir? Mir geht das tatsächlich ähnlich wie Oscar und zwar, ich habe immer heimlich jedes Jahr gehofft, bitte lass mich an Silvester arbeiten, dass ich nicht die Diskussion führen muss, was machen wir? Also ich habe das immer sehr gerne im Theater verbracht, weil ganz oft natürlich um Stunde null rum gespielt wurde oder kurz davor. Ich war auch dieses Jahr gar nicht so böse, dass es ein sehr leises Silvester war, weil das auch nicht so meins ist. Und ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr wieder arbeiten darf. kann, wieder was machen Aber kann. ich merke gerade, dass es wirklich befremdlich ist, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt an Silvester zu denken. Also das war so, diese Pause entstand jetzt einfach gar nicht so sehr, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe da nichts zu sagen. Aber es ist so merkwürdig weit weg. Ja. Man kann Ja, nicht mal wir- sagen, wir- was in 2 Monaten sein wird. Nächste Woche, übernächste Woche und so. Also das sind so die Planungsintervalle, in denen man jetzt denkt. Und Silvester, das ist irgendwie Lichtjahre entfernt. Aber das ist das Stichwort, da wir jetzt mit Jahresrückblick sagen, denken, müssen wir Silvester irgendwie mit reinbringen, liebe Toolkickers. Dennoch, sag mal, habt ihr nicht beide irgendwie ein ähnliches Hobby? Ja, Oskar. Wir teilen die Liebe zum Campen mit dem Wohnmobil. Ja. Vertell doch mal, das geht ja ob Stunts auch nicht so richtig gut. Nee, Oder nicht hast du so da einen richtig. Geheimtipp? Es ist ja immer so ein Beten Bang, damit loszufahren. Wir sind so ein bisschen immer in Versuchung, sagen wir mal so, Seid ihr Sachen so- zu packen. Und die Lust ist natürlich groß. Aber ja, es ist halt jetzt im Augenblick einfach, also jetzt im Winter sowieso nicht, weil es wird früh dunkel und das ist ja das Schöne, dass man dann auch mal essen gehen kann und so. Und dann sitzt man um 4 Uhr im Dunkeln in einem Wohnmobil, ist dann auch nicht Ist irgendwie nicht so prickelnd. irgendwie, ne? Also nur um rauszukommen. Was hast du denn anders noch so anfangen mit den Tiet, wenn du just nicht auf der Bühne stehen hast? Ich habe bannig viel Hobbys und Interessen. Ich habe ein schön zu Hus mit einem schönen Gorn. Da sind wir immer zu Gang. Ich bin gern Buten. Ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft. Ja, den voll und ganz 3D-Drucker? Was ist das? Was magst du damit? Sein eigenes Theater. drucken. Also Was druckst du denn so? ja, alles Mögliche. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel gedruckt, das muss ich jetzt auf Hochdeutsch sagen, weil auf Plattdeutsch, das kriege ich so nicht hin. Ich habe mir es gibt ja immer sehr viele englische Begriffe da, das heißt Wheel Truing Gauge. Das ist ein Abstandshalter, wenn man in seinem Fahrrad das Hinterrad einbaut. Da habe ich immer das Problem, dass ich das Rad nie richtig sauber gerade reinkriege. Ja. So, Ja. da guckt man dann im Internet nach bei Thingiverse
Und da findet man sowas. Das baut man sich dann selber zusammen mit einem Cut-Programm, in das ich mich auch jetzt mittlerweile Es eingearbeitet erschließen sich ganz neue damit Welten. habe ich jetzt einen perfekt auf mein Fahrrad abgestimmten Abstandshalter für mein Hinterrad Also gebaut. Leute, die Fahrräder haben, bitte an Oskar Kittluth wenden. Aber trotzdem sind wir hier noch auf... Ich baue alles. Wir sind trotzdem noch im Es Theater. ist großartig. Also ich bin schwer Die meiste Zeit, beeindruckt. muss ich allerdings auch sagen, verbringt man mit der Pflege und der Arbeit mit dem 3D-Drucker selbst. Aber trotzdem Das stehst du ja... Gerät, nimmt einen schon ganz schön in Anspruch. Hauptberuflich stehst du ja trotzdem auf der Bühne und du gehörst zu den wenigen, die ja sogar das jetzt durften, mit einem Ein-Personen-Stück. Wie war denn das so für dich, so ganz alleine und zwar auch noch auf Spuckweite mit den Zuschauern im Studio? Ich hatte, muss ich sagen, ich hatte Glück, weil mein Stück von der Struktur her schon so war, dass ich gar nicht viel ändern musste. Ja, genau. Nipple Jesus übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja. Ja? Oh, das ging. Ein Personenstück, ein bisschen mit Kontakt zum Publikum, aber ich musste eigentlich nur ein bisschen die Abstandsregeln adaptieren sozusagen. Und dann ging das. Das war sehr schön. Ich hatte ja das Glück, in diesem Corona-freien Slot spielen zu dürfen. Habe die Serie voll durchgespielt und hat viel Spaß gemacht. Allerdings waren natürlich sehr viel weniger Leute in dem Raum zugelassen, als es vorher waren. Und das machte sich eindeutig bemerkbar. Ich musste das so ein bisschen feintunen, um sozusagen die Stimmung zu erreichen, die ich vorher mit dem größeren Publikumskreis leichter erreicht habe. Und das war die Herausforderung. Aber es hatte eine ganz andere Atmosphäre und hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn jetzt sozusagen die Reaktionen nicht so vehement waren, wie bei einem Publikum in dreifacher Anzahl gewesen. Vielleicht damit das Publikum auch weiß, worum es eigentlich da geht. Manche haben es ja nicht gesehen. Jetzt werden im Augenblick eigentlich so, wie wir so einen Trailer laufen lassen Ja, können. lass uns da mal. Gucken wir doch mal zusammen rein und können wir ruhig drüber weiterreden. Wir haben das Studio ja extra zu einem Salon umgebaut. Das war eine, glaube ich, ganz gemütliche Atmosphäre. Und du schnackst in das Stück über moderne Kunst auf Platt. Wo ans geht das denn? Moderne Kunst auf Platt. Ja, ich bin ja ein Oppasser hier in das Museum und die ist zu den Job gekommen und hat vorher in Nachtclub Arbeit. Und also für mich geht es eigentlich immer weniger um die Kunst an sich in dem Stück, sondern um das, was die Kunst mit dem Mann macht, was sie in ihm auslöst. Und das ist ja ganz direkt. Er nimmt ja ganz direkt Stellung zu Kunst. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich gesehen den Film über Richter mit dem Tom Schilling. Und da ist das so ähnlich. Ich finde das immer gut, wenn Kunst so direkt wirkt. Ja, ja. Wenn das nicht so irgendwie so ist, dieses ganze Gelabere, sondern wenn man sagt, das finde ich gut, das finde ich, sagt mir nichts oder so, ne? So dieser direkte Zugang. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Und, Das kann man auch in diesem darum Stück deutlich sehen. Ich kann nur hoffen, dass das wiederkommt. Das spielen wir ja schon sehr, oder wir spielen wir ja hier im Studio ja schon sehr, sehr lange und ich kann nur hoffen, dass es nochmal kommt. Jetzt bist du, es war ist so spannend, was du erzählst und Peter, da sitzt du jetzt in der Kurve, aber auch dich möchte ich gerne mal fragen. Du hast ja ein bisschen Pech gehabt, ne? Diese Spielzeit mit... Pech? Ja. Ja, mit Also, ich habe auch. Also, Lötenherrn Jemine, zum Beispiel Stichwort Lötenherrn Jemine. Was Da ja ist auch, natürlich viel Glück drin in dem Stück, aber ja, ja, wir haben mit Pech versucht, begleitet. also wir haben zweimal stand es auf dem Spielplan. Beim zweiten Mal haben wir es geschafft, 3 Vorstellungen zu spielen und dann kam der nächste Lockdown. Das war tatsächlich ein bisschen traurig, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Und dann bist du auch noch Vater geworden in das Jahr? Also das wäre dann Ja. doch ziemlich viel Glück in das Jahr, würde ich sagen. Litte deren, herzlichen Glückwunsch von uns all. Herzlichen Glückwunsch. Und was, du bist nur dit Wochenende und mockst ein Hörspiel. Was ist da denn los? Was machst du da gerade? Ja, wir wollen natürlich, weil die Schulklassen, die schon bei der ersten Wiederaufnahme nicht kommen konnten und Kindergartengruppen, weil das ist ja auch für sehr kleine Kinder auch gedacht, was total toll ist, die dann das zweite Mal kommen wollten, dann auch wieder nicht kommen konnten, jetzt so ein bisschen wenigstens entschädigen oder auch was geben, worauf sie sich schon sehr lange gefreut haben. Und da machen wir jetzt gerade, da fahre ich auch gleich wieder hin, weil ich habe ein paar plattdeutsche Korrekturen gekriegt über Nacht. Die müssen noch ausgebessert werden. Und sprechen das ein mit natürlich ein paar Zusätzen, weil damit sich das auch nur über Ton und Hörspiel mit dem Thomas und mir erzählt. Eine Geschichte vom Glücklichsein für kleine und große Menschen ist der Untertitel von eurem Hörspiel und ich finde es wahnsinnig passend für diese Zeit und freue mich da schon sehr auf das Ergebnis. Wir sind ja dabei, unsere kleinen Zuschauer auch wirklich zu bedienen und hoffen, dass wir ein bisschen was dazu beitragen können. Und was wir auch gerade planen, das wisst ihr auch noch gar nicht, wir wollen ein Schulhoftheaterstück machen. Also wie klamüstert durch Ideen ut, wo uns das Guide in diese Corona-Tit, dat wie de jungen Tokickers auch was beten könnt. Schon gemacht. Hast du schon gemacht? Herrlich. Toni, der Diener zweier Herren. Wahnsinn. Kann er sich in seinem 3D-Drucker ausdrucken? Ausdrucken. Aber jetzt, liebe Two-Kickers, Cornelia springt ja immer vom Plattdeutsch auf Hochdeutsch. Also eins bleibt bei all diesen Neuerungen, bleibt eines definitiv, wie im Jahr 2020 bleibt es auch im Jahr 2021, nämlich die plattdeutsche Sprache. Da werden wir nichts dabei daran rühren und werden auch nichts machen. Trotzdem ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Die wenigsten sind ja wirklich Muttersprachler. Peter, bei dir, gerade bei Herrn Jemine, und ich habe ja nur mit dir öfter gearbeitet, man hat echt das Gefühl, als hättest du es mit der Muttermilch aufgesogen. Ist man da besonders begabter oder wie ist das mit dieser Ich weiß das gar nicht. Ich hatte große Angst vorher, als es dann hieß, okay, das ist jetzt auf Plattdeutsch, aber ich war so froh, dass das so, also für mich war das ein wunderbarer Einstieg, weil für Kinder ab 4, 5 und dann noch Plattdeutsch war das schön für mich zum Einsteigen. Und man wird natürlich die ganze Zeit in der Produktion ganz wunderbar begleitet. Also Schön. wirklich, da kommen noch Anmerkungen, Korrekturen, Sachen, die sich ein bisschen eingeschliffen haben, noch in der 38. Vorstellung, was super ist. Toll. Und sogar über Nacht wird hier noch gelernt. Das Genau. finde ich Ja. ganz toll. Das finde ich großartig. Und Oskar, du spielst ja nur allsieht viele Jahren auf Platt. Was meinst du denn? Braucht man da so eine besondere Affinität zu das Brok oder kann das jeder lernen? Was ist da so die... Nee, jeden kann das nicht lernen. In Mutter beten in Blothemmen. Mein Großmutter, die hat ja bloß Plattdeutsch mit mir snackt. Ich kann das Englisch gar nicht snacken, aber durch das viele Tohören habe ich das Sprach so ein bisschen in den Ohr. Und so ist das für mich Licht, wen das Sprach so auch zu lernen. Du hast auch am Anfang eigentlich kein Plattdeutsch gesprochen. Ich bin kein Muttersprachler. Wie ist es, wenn hier neue Schauspieler, weil wir haben ja ab und zu auch mal Schauspieler, die eine Affinität dazu haben, ist aber nicht sprechen, haben wir da besondere Programme? Wie gehen wir damit um? Also, wie mag das ja so bit fürs Breken? Da wart, jeden kriegt hier so einen Text in der Hand und lest das mal für und da hört man ja auch, ob meistens all Mensch, da ist eine Begabung oder nicht. Aber in Blothem, Oskar, das heet nicht bloß, man muss in den Norden kommen, denn wir haben ja auch viele Schauspielers. Genau, das kann nämlich auch in bayerische Blut, gift das auch Plattdeutsch spinnen. Also, ne, Markus Gillig, unser bayerischer Schauspieler, der spricht ein astreines Plattdeutsch. Es gibt viele Kollegen, die ganz toll sind auf der Bühne und dann müssen sie mit dieser Sprache anfangen zu arbeiten und dann können sie nicht mehr gehen und dann können sie nicht mehr sprechen und dann können sie nicht mehr arbeiten. Also es ist einfach so, da muss man akzeptieren, das ist so wie mit Singen vielleicht auch so. Ja. Ne? Ja. Wenn man einen Zugang zum Singen hat und gerne singt, dann ist das kein Problem auf der Bühne und wenn man das nicht gerne tut, dann ist das immer
Ja, ich glaube, man muss die Liebe zur Sprache auf jeden Fall mitbringen Genau. und eine, was ist denn, apropos, was ist denn dein liebster plattdeutscher Ausdruck, Murat? Was hörst du an Lesen? Hol die fuchtig. Das ist so eindeutig Ja, hol die fuchtig. den Das mache ist ich so. auch gern. Hätte mein Opa immer gesagt, hol die fuchtig wie der. Ja, sag mal, was haben wir denn noch? Ich würde sagen, laut uns mal zum Abschluss in den Lütten Herrn Jemini rinnen kicken. Ja. Ich bin doch ganz neugierig. Laut uns noch mal kicken. Genau, zum Abschied. Der kleine Herr Jemine streichelte seine Blumen, er polierte seine Sterne und manchmal rollte er sich hin und her. Ich sing mein Lied nur in der Luft. Ich geb de Blüm auch noch ihren Duft. Ich sing laut und ich sing gern. Polier dabei auch noch mein Stern. Herr Jemine, Sagte der kleine Herr Jemine. ich brauch wat. Mir fehlt nix. Ich hef nur eins, was ich bruken do. Irgendwas fehlt einem doch immer, oder? Ich brug Ein Auto. Ich weiß nicht, was ich brug, aber ich brug das doch. Herr Jemini, ich kann mein Blöm nicht mehr sehen. Christina Bremer und Jochen Klüsendorf, fein, dass die hier sind. Nun wollen wir mal kicken. Also 2020 ist ja für Bi, 2021 kleckert hier so ein Betten für sich rum. Wo anzütert ut wons wird hier in das nie Jahr rinkommen, Silvester feiern, End von Jahr. Kick mal in die Zukunft. Also hoffentlich gut. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte das große Glück, dass ich auch während der Corona-Zeit in Stücken war, die trotzdem stattfinden konnten. Da kommen wir noch drauf. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man, wenn man Freunde oder Bekannte trifft, dass nicht jedes Mal irgendwie der kommen muss oder so, dass es wieder ganz ungehemmt geht. Man kann sich die Hand geben, man kann sich in den Arm nehmen. Das im Privaten und auf der Bühne natürlich noch mehr. Ja, aber ganz konkret die Frage, Okay. dass wir das mal, wie würdest du in Silvester reinfeiern? Mit ganz vielen Menschen. Genau, das war die So, Ich glaube, das fehlt uns na, an, das oder? geht ja gut los. Silvester habe ich das eigentlich normalerweise auch schon sehr lang nicht mehr gemacht, aber vielleicht Genau. ist nächstes Jahr mal wieder fällig, dass man wieder mit ein paar mehr Leuten Ja, das ist nämlich das Interessante dran. Wir haben uns ja alle dran gewöhnt, aber was machen wir, wenn alles plötzlich so anders ist? Ne? Und deswegen die Frage, wie würdest du zum Beispiel, Jochen, jetzt in Jahr 2022 reinfeiern, Silvester? Naja, es ist so, dass ich, glaube ich, auch die letzten 6 Jahre nicht mit viel mehr Leuten Silvester gefeiert habe als dieses War gar nicht anders. Jahr. Letztes Jahr ein bisschen, also waren wir zu 6 oder zu 7 oder so, aber man müsste so aus Prinzip vielleicht eine Schaufel drauflegen dieses Jahr. Ne? Ich will euch erstmal den Zuschauern noch einmal vorstellen. Christina Bremer, du hast ja bei uns all viele Stücken spielt. Von Anfang an sieht das Studio, hast du mitspielt, Leons und Lena, Fetz Wien, du hast in Grodehus Soul Kitchen spielt, wenn de Kat ut Hus ist. Jochen, du bist hier für Im und Bi Drehjahr bei uns anspült worden. Das freut wir uns durch dich über mit Emi und die Detektive. Denn käme kleiner Mann was nun oder auch nicht. Oder eben auch. Ja. Noch nicht, genau. Und Pünktchen und Anton dort probt die Obstöns digital. Ja, aber vorhin, da kommen wir auch noch mal drauf, oder auch nicht. Nur Christine hat vorhin angedeutet, ja, ich gehörte ja zu den wenigen, die... Ja, wie kommt das? Du warst die Einzige, die November und Dezember spielen durfte als Schauspielerin. Da sind die Leute neidisch. Wie kommt das? Echt? Ja, das kam so, dass ich das Klassenzimmerstück von euch, also vom Unsorg-Theater Vorgelich, übernommen habe. Und da ja Schulen zu dem Zeitpunkt noch offen blieben,
konnte das stattfinden. Dann warst du die Eins. Dann du warst das, die Schauspielerin, die spielen durfte. Ja, wir sind mit ein Stück in Klassenraum gegangen. Vertell nochmal, wie läuft das denn genau ab? Das läuft so ab, dass ich in die Schule gehe und das Stück ist so konzipiert, dass das nicht auf den Bühnen stattfindet, sondern im Klassenraum. Das heißt, exklusiv für ein Klasse spielst du. Jo. Das ist ziemlich exklusiv. Kann man sagen, wie viele Leute sind da drin, Schüler? Das war immer ganz unterschiedlich, ich würde sagen, so von 17 bis 28. Na, das ist ja, Das ist toll. das kann man Das nur ist sagen, toll. exklusiv. Ja, Christina Bremer in Vorgelich, Paradiesvögel und andere. Du bist also auch so ein Paradiesvogel? kann ein so sagen. Kon ein so sagen. Sag mal, Ja, ein Stück Kultur für unsere kleinen Zuschauer, die ja in dieser Krise auch besonders daran zu knapsen haben. Und ich glaube, das war ein sehr schöner Beitrag und wir freuen uns sehr, dass wir den leisten durften und hoffentlich auch weiter. Also es kommt auch wieder. Auch da bitte Lehrerpersonal zugucken, schauen, wann das wieder aufgenommen wird. In dem Moment gleich hier buchen am Ohnsorg-Theater. Aber Kinder, wir reden viel über Kinder und da haben wir ja ganz wenig Gäste gehabt heute. Ihr könnt ja auf beiden Hochzeiten tanzen, Kinder- und Erwachsenentheater. Gibt es da große Unterschiede, vor Kindern zu spielen und vor Erwachsenen zu spielen? Vielleicht, Jochen, vielleicht sagst du mal da was dazu erstmal? Ich empfinde das beim Proben zumindest erstmal überhaupt nicht unterschiedlich und nachher ist natürlich sind die Aufführungen anders und lebendiger meistens im besten Fall oder auch manchmal im allerbesten Fall, manchmal ist es auch sehr lebendig, aber das ist natürlich anders. Aber für mich ist es eigentlich kein großer Unterschied, ehrlich gesagt, weil ich sehe, wenn ich irgendwas da spiele, dann ist es eigentlich mir egal, wer es guckt. Du nimmst sie genauso ernst eigentlich, die Kinder und Jugendlichen, wie du auch Würde ich Erwachsene. so, ja, klingt so ein bisschen moralisch, aber ist schon so. Ja, genau, genau. Tatsächlich, man macht ja immer so die Verniedlichungskiste sehr gerne. Piep, 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 piep. Das Nee, ist das ist furchtbar. Genau, das machst du ja nicht, habe ich ja Gott sei Dank auch gesehen dürfen. Christina, siehst du einen großen Unterschied da zwischen vor Jugendlichen spielen oder Kindern spielen und vor Erwachsenen? Nee, also von der Spielweise gar nicht, aber das jüngere Publikum ist wesentlich ehrlicher. Mitteilungsbedürftig. Ja. Was wäre das, was die am meisten an Hardgone ist, wenn du so für die Klassen spielt hast? Du hast mir so viel davon erzählt, das wäre immer so schön. Ich glaube, am meisten ist mir das ans Hart gegangen, als mal so ein Lüde deren, ich muss dazu sagen, Vorgelich ist als so ein Stationendrama. Das fängt an in Afrika und die letzte Station ist in Australien. Und ein Lüde deren hat mich gefragt, ich habe mal eine Frage mit Australien, meine Mutter kommt von Australien und mein Öllern hat sich just trennt. Kannst du mal nachkicken, was da in den Rindschriftbuch drin steht, was ich morgen schall? Oh, das ist auch, das geht ihn wirklich an Tat. Oh Mann. Ach, Da muss Mensch. man da echt aufpassen, da schießen einem Ja. echt Tränen in die Ja. Augen und man ist erstmal so, Ja, also ich finde auch Kinder- und Jugendtheater ist so die Bestätigung, man weiß genau in dem Moment, wofür machen wir eigentlich Theater und in dem Moment wird es einem immer beantwortet. Das ist wirklich auch, wenn man im Publikum sitzt, wunderschön zu sehen. Ja, wir spielen ja nicht nur für Klassen und Schulen, die hier zu uns ins Theater kommen oder wir gehen in die Schulen. Wir haben auch die Möglichkeit, bei uns gibt es die Möglichkeit, auf der Bühne selbst zu storn. Kinder, grote Lüt, Jugendliche, die spielen hier bei uns in Kinderclub, Jugendclub und in den Mehrgenerationenclub. Und da wird wie doch mal rinkicken. Die dörbt sich ja, ob's uns auch nicht droppen. Man digital sind die innerwängst, da wird wie mal rinkicken. Okay, dann fangen wir an. Dann lesen wir jetzt einmal das Märchen. Los geht's. Poch und Krei. De Krei von Mo en Poch. Das zählt sich ob die Achterbeen. Und pust er in de Augen. De Krei wär zuerst ziemlich bang. Over den snapse to und bete Poch den Kopf af. Und Reb? Was sagst du nu?
Ja, und denk doch an die coolen Sachen mit dem, was du dir mit dem Auge überlegt hattest. Ja, Entschuldigung, ja, okay. Jetzt bin ich drin. Rabat. Tüfmann, mein Jung. Ich will die War schauen. Gar nicht in War drin. Und nehm die in Acht vor dem Müll. An zwarte Worte. Also ich finde auch, dass ihr es richtig gut gemacht habt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle, gehen wir jetzt nochmal in diesen Mitten-Mang-Text und machen das nochmal zur Übung mit dem Plattdeutschen. Und wir hatten den ja schon mal gemacht. Heimat ist dort, wo du Geld von Spoorboog abholen kann. Heimat ist dort, wo das in ein Tour Regen gibt. Heimat ist da, wo man auch abends Moin sagt. Heimat ist da, wo es nicht egal ist, wenn man fehlt. Ja, super, schön, sehr gut. Ich finde, das war trotzdem eine super Probe und man merkt, das bringt total viel, wenn wir so auch miteinander sind und auch dieses voneinander abnehmen und so jetzt in diesen Texten, das ist total gut. Ne? Aber worauf freuen wir uns am allermeisten? Dass wir wieder im Theater sind. Im Ohnsorg-Theater. Dann bis zum nächsten Mal, kann ich da nur sagen. Wo ist es? Sieht man's? Moin Ohnsorg. Darum. So. Genau. Ohnsorg. Mir fällt da gerade Pünktchen und Anton ein, was ja geprobt wird. Und jetzt oute ich mich mal. Ich bin ein ganz großer Kästner-Fan. Und ich bin tatsächlich ein Jochen-Fan, muss ich jetzt dazu auch sagen. Wer ist das nicht? Ich habe dich ja nun auf der Bühne sehen dürfen bei Emil und die Detektive. Und da habt ihr aus der Not eine Tugend gemacht. Oh, wie viele Rollen hast du da gespielt? Welche Noten meinst du? Was ist das für Das meine ich. was, wenn nur drei Normalerweise waren? hat man 300 Schauspieler auf der Bühne. Ach so, und nun ja. habt ihr zu dritt. Wie viele Rollen gespielt? Ich hab's, das müsste ich jetzt mal durchzählen. Also irgendwas zwischen 6 und Unglaublich. 9, würde ich sagen. Und wie wird das jetzt werden beim nächsten Stück? Das war ja Emil und Detektive und jetzt macht ihr Pünktchen und Anton. Wirst du da auch mehrere Rollen spielen? Ich bin ja schon neugierig, wenn wir mal reingucken. Also weil das ja wirklich, also das ist wirklich schön geworden, finde ich auch, Emil die Detektive. Und das ist, deswegen sollen wir auch im selben Team, was wir jetzt ja sind, wir machen ja im selben Team nochmal. Deswegen wird auch, glaube ich, also es wird ja erwartet, dass auch vielleicht vieles dann auch ein bisschen ähnlich ist. Ja, aber deswegen wird auch das natürlich ähnlich sein, dass wir sind eine Person mehr, jetzt ist Fritzi auch dabei, das heißt, wir sind 4 Leute jetzt. Aber das wird trotzdem bedeuten, dass jeder noch und jede, außer Fritzi, das war bei Andrea damals auch so, die ja Emil gespielt hat, hat auch eigentlich nur eine Rolle oder 2 Rollen gespielt. Na, jedenfalls, unsere Zuschauer können sich darauf freuen. Fritzi, Andrea. Was ich sagen kann, die Namen sind erstmal Schall und Rauch. Aber was die Johannes auf der nicht Bühne vergessen, machen, genau, was die auf der Bühne machen, ist unglaublich. Es lohnt sich also nicht nur Kinder, passt auf, auch Erwachsene. Guckt euch das an, kann ich nur empfehlen. Ich freue mich ganz besonders auf den Hund, Jochen, wie du den spielen Ich und werd, anlegen genau, das habe ich jetzt wirst. vergessen zu erwähnen. Ich werde also der Hund Piefke, der Dackel sein in erster Linie. Aber nicht nur, also es gibt auch Szenen, wo Piefke, der Dackel und diverse andere Personen, die ich aber auch bin, gleichzeitig Miteinander reden. miteinander Also, es hat auch ein bisschen was Schizophrenes sich, in einigen Szenen, ja. sich eine reinhauen oder gleichzeitig und genau. Du bist so unglaublich vielseitig auf der Bühne, Jochen. In dein echte Leben bist du das auch. Du bist nicht bloß Schauspieler, du bist auch noch Musiker, Stimmt. du bist Surflehrer und du hast auch noch einen eigenen Bioladen ob St. Pauli. Vertell mal, wo ans löppt das eins so mit Corona geitert? Naja, das ist ja das Gute, dass eben Lebensmittelläden aufhaben dürfen. Ne? Da bin ich jetzt auch recht froh drüber. Also, ist ja nicht so, dass ich mache den nicht alleine. Das ist auch jetzt nicht, dass ich davon leben könnte, aber es ist was man die ganze Zeit machen kann auf jeden Fall. Das ist schon mal, also ich muss nicht zu Hause sitzen und habe nichts zu tun oder so. Ja, in dieser Zeit eigentlich ein ziemlich gutes Standbein, ja. Eigentlich scheint es Genau. so für Corona genau gebaut zu sein. Ich meine, Surflehrer über Zoom. Für Krisen. Ich habe mich auf Krisen vorbereitet. Genau, Krise ist ja das Stichwort. Du warst ja schon ein paar Mal der gebissene Stichwort. Kleiner Mann, was nun? Stimmt, ja. Was ist da? Erzähl mal darüber, was Also da wir hatten passiert. genau am 15. März, was ja nun so der Termin ist, wo eben alles dicht gemacht wurde. Das war unser Premierentag nun, und das war auch schon ein paar Tage vorher irgendwie absehbar, so ein bisschen, aber so richtig klar. Wir haben bis zur letzten Sekunde geprobt und haben
am Tag der Generalprobe halt war jetzt die Entscheidung, okay, wirklich, es wird nicht stattfinden. Wir haben dann die Generalprobe noch gemacht und haben dann auch noch ein Glas getrunken, wir Leutchen zusammen, und haben dann nachher alles eingepackt. Und das ist jetzt, seitdem liegt das jetzt da. Das Bühnenbild ist vermutlich irgendwo eingemottet und abgebaut. Und unsere Sachen soll liegen wieder rausgeholt werden. Also Genau. auch da blieb sie gespannt. Kickt sie auf unsere Website, wann kleiner Mann was nun, wer da zu sehen waren. Das ist schon echt sehr speziell, weil das hat man so noch nicht erlebt, dass man wirklich natürlich nicht, aber dass man so ein Stück bis zur Premiere halt probt, dann aber gar nicht spielt. Und wenn wir es denn machen werden, dann wird das was mich sehr freuen würde. Ich habe da auch die Musik gemacht und habe mich echt drauf gefreut. Habe mich sehr drauf gefreut. Das war schon hart. Das wird bestimmt kommen, ne? Das wird auf jeden Fall kommen. Ja, wir sind ziemlich dankbar, dass unsere Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, so flexibel sind. Denn das ist ja ein Storetit für all, vor allem für die ganzen Künstler. Wie schuft hier die Termine hin und her, Murat? Du willst, wovon ich schnacken, du? Ja. Aber das Wichtigste ist auch, dass wir die Künstler nicht in Regen storen dort. Genau. Denn das ist ja nicht so, man kann nicht von 8 Watt Allwetter, davon wart man nicht satt. Ne? Genau, von irgendwas muss man ja leben. Ja, und da haben wir ja das passende Stück im Studio. Und jetzt machen wir eine Welturaufführung, glaube ich. Diesen Trailer hat noch keiner gesehen. Hat noch keiner gesehen. Wir haben einen Trailer, den ihr euch angucken könnt, den die Zuschauer jetzt angucken können. Und wir werden mit diesem wunderbaren Stück ganz sicherlich noch mal rauskommen. Also kleiner Mann, was nun, das ist ein Muss. So, dann würde ich mal sagen, Film ab und danke, dass ihr da wart. Den zweiten Mal bin ich nur. Du kannst nicht andreien. Mann, ich verdiene mal bloß 180 Mark. Warum krieg ich einen Schwiegersohn, dem sie nicht bezahlt werden? Weil kein Zusammenhalt ist bei euch. Keine Solidarität! Wenn der eine von uns kündigt, dann kündigen die beiden anderen auch. Du kriegst wir aber mal läschen. Ich gebe mein Ehrenwort! Bloß nicht arbeitslos war. Bloß nicht arbeitslos werden. In diesem Augenblick geschah es. Ich hab mich schwer an ihn gepresst. Wenn die Hut kriegen, dort, dass ich verheiratet bin. Pinneberg ist gekündigt. Du blonde, blauäugige Lügnerin. Halten Sie das Maul! Ich bin 0 und nixig. Bam! Batsch! Bom! 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 Caro Kiesewetter, Stefan Hiller, man könnte sagen, die Sängerin und ihr Pianist. Ihr kennt euch ja schon etwas länger, aber zuvor auch euch die Frage, das war ja nichts mit Silvester dieses Jahr wegen hier Corona und so. Deswegen fragen wir einfach mal, was wäre denn nächstes Jahr, wenn es kein Corona gibt, wie würdest du denn da reinfeiern wollen? Was wäre denn da so dein Traum? Also dieses Jahr war tatsächlich das erste Jahr seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, dass ich nicht gearbeitet habe, und ich bin Weihnachtsfan und Silvesterhasser. Deswegen arbeite ich wahnsinnig gern Silvester. Ich finde es ganz schlimm, Silvester muss immer irgendwie gute Stimmung sein. Die Leute wollen sich verkleiden, wollen zum 180.000. Mal Dinner for One gucken, Fondue oder Raclette essen. Irgendwie ist immer der Stress, es wird nie 12 Uhr. Ich finde Silvester wirklich blöde, und deswegen freue ich mich, wenn ich hoffentlich nächstes Jahr wieder ganz, ganz viel arbeiten darf. An Silvestern ist es einfach vorbei, man wacht auf, es ist ein neues Jahr. Fertig. Unsere Schauspieler, das passt, oder? Genau, nicht? Die Silvester so gerne arbeiten. Ja, Super. by the way, fast alle haben genau diese Antwort gegeben. Mal gucken, was ist denn mit dir? Ja, das geht mir genauso. Also dieses vergangene Silvester war das erste seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, dass ich nicht irgendwo auf der Bühne war. Ich spiele ja mit einer Band normalerweise und so. Und dann
und ich mag das auch gerne. Das ist dann auch irgendwie eine nette Sache mit den Kollegen. Es ist schade, wenn man sich nicht mit seiner Familie zusammen sein kann. So, das ist schon ein Aspekt. Aber grundsätzlich arbeite ich da auch am Ja, aber Musikern sagt man ja auch meistens, also die sind nie arbeitslos Silvester. Da wird alles, also immer. Aber es ist ja schön, das zu hören. Caro, du hast zwei Stücken bei uns mockt, zwei musikalische Stücken. Du hast Tanz, du hast gesungen auf der Bühne. Das erste wäre Tussi Park. Das oder ein von den ersten Stücken nach dem ersten Lockdown wäre Tussi Park in ganz Hamburg. Und da wäre Stefan Uck musikalisch mit dabei. Und dann stund ihr auch bei Frünnen blieben, habt ihr Zusammenarbeit. Wie war das denn? War das jetzt euer erstes Mal? War das euer Debüt hier am Unsorg-Theater zusammenzuarbeiten? Weil wenn man euch so sieht, dann seid ihr schon irgendwie so ein eingeschworenes Team. Ja, als hättet ihr eine Vergangenheit. Ne? Soll ich da was sagen, bitte, Caro? Soll ich bitte, das schieß sagen? los. Soll ich es sagen? Ja, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Es ist auch nicht schwer, das nachzugucken. Ich habe Caro kennengelernt und da haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet, vor 10 Jahren. Ach. Ja, es ist gar nicht so lange her. Und zwar weiß ich das deswegen noch so genau und es war deswegen so einfach rauszukriegen, weil das der Abend war, wo Lena Meyer-Landrut den Grand Prix gewonnen hat. Nein. Da haben wir zusammen einen Auftritt mit einer Band gehabt. Ich war da Keyboard-Aushilfe. Und da habe ich Caro, ich kannte natürlich ihren Namen, sie ist ja eine der üblichen Verdächtigen hier in Hamburg, für den Bereich Gesang. Und also ich kannte ihren Namen, aber wir hatten noch nicht zusammengearbeitet. An dem Abend haben wir zusammengearbeitet, aber dann gar nicht so viel, wie wir eigentlich vorgehabt hätten, weil die ganze Veranstaltung gesammelt diesen Grand Prix geguckt hat. Und ich glaube, das waren so 3-4 Stunden in der Mitte, also im Kernzentrum, Zeitraum dieser Veranstaltung, wo wir nicht gespielt haben, sondern alle nur vom Fernseher saßen. Das war sehr schön. Aber die Zeit drumherum, die wir gespielt haben, hatten wir sehr viel Spaß, Musik. Wir hatten sehr viel Spaß und hatten gleich eine unglaubliche Verbindung. Und ich werde nie vergessen, wie ich irgendeinen Titel sang und auf einmal denke ich, wer singt denn da so super tolle zweite Stimmen? Und drehe mich um. Stefan hat da richtig losgerührt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und als ich dann hörte, dass Stefan hier am Unsorg-Theater arbeitet und dass wir jetzt zusammen dann auch noch gleich 2 Stücke gemacht haben, das war echt wie ein Sechser im Lotto. Habe ich mich tierisch gefreut. Gucken wir mal auch ein bisschen in Tussi Park rein. Können wir da bei uns weiter unterhalten. Hier, sag mal, Film ab. Überleg doch mal, wie sähe eine Welt ohne Männer aus? Lauter glückliche, dicke Frauen und Weltfrieden. Du bist ja hier neu eingestiegen, die ganzen Kollegen kanntest du ja gar nicht auf der Bühne. Und das ist ja wirklich verrückt. Das war ja das erste Stück überhaupt, was nach dem ersten Lockdown hier gespielt wurde. Ihr habt euch nie berührt. Inzwischen seid ihr ja fast Freundinnen, könnte man sagen. Wie ist das so? Was für ein Gefühl hat man da, wenn du sowas siehst? Also erstmal muss ich sagen, dass das Berühren mir umso mehr fehlt, weil du so ein unglaubliches Händchen dafür hast, ein extrem harmonisches Ensemble zusammenzustellen mit Kollegen, die sich auf jeden Fall gut verstehen werden. Da hast du ein totales Feeling. Und es war natürlich erstmal angsterfüllt von uns 4 Mädchen, die wir alle gesagt haben, wie wird das werden mit Corona, sich nicht zu berühren, wie komisch und kann man überhaupt dann solche entstehenden Freundschaften in Tussi Park darstellen. Und also hatten wir Ressentiments auf der Bühne und dann haben wir es unglaublich privat vermisst, weil wir uns so extrem gut verstanden haben und man so gerne mal wollte, hallo oder einfach nur, es war so schön mit dir. Und das nicht zu können, das war ganz schwierig und das hat uns unglaublich gefehlt. Aber auf der Bühne hat es dann wiederum beim Schauen überhaupt nicht gefehlt. Und das war auch interessant in der Arbeit. Also man kann ja auch bereits sagen, die Show wird weitergehen. Ihr werdet ja weiter spielen. Inzwischen übrigens, ich sag nicht wer, 2 dieser Darstellerinnen auch Mama geworden. 3 sind sogar Mama. 2 sind es geworden. Also die Show wird weitergehen, kann ich jetzt schon den Zuschauern sagen. Caro Kiesewetter und die anderen 3 werdet ihr sehen können als Sommerstück. Da freuen wir uns schon drauf. Und Stefans Musik natürlich. Und Stefan, erzähl mal, wo uns ist das denn so als Musiker? Du bist ja ein von den Künstlern, von den freien Künstlern, über die fest nackt wart. Wo uns ist das so für die, obstüns mit Corona? Ja, schwierig. Also gerade diese Bandaktivitäten, von denen ich erzählt habe, wo ich Caro kennengelernt habe, die sind im Grunde seit März komplett eingestellt. Also wir dürfen nicht spielen, es gibt keine Veranstaltungen, auf denen wir spielen könnten. Umso glücklicher bin ich, dass ich hier im Theater weitermachen kann. Aber da hat das natürlich auch extreme Auswirkungen. Also gerade bei Tussi Park, ganz viel Gesang, 4 Frauen, ganz viel Gesang zusammen.
Und da war das schon bei den Proben komisch, dass wir ja in großer Entfernung sitzen mussten. Ne? Und normalerweise, wenn du zusammen singst und auch Chöre und mehrstimmig zusammen singst, dann musst du ja eigentlich eine gewisse Nähe haben, damit du die anderen gut hörst und damit das eine gute musikalische Zusammenarbeit wird. Und ich sehe uns dann noch im Rangfoyer sitzen, weil ich irgendwo in der Mitte mit dem Klavier und die alle irgendwie meterweit entfernt in die Ecken verteilt. Ja, das war schon eine Herausforderung. Ich erinnere mich dran. Aber ist gut geworden. Also wir haben es nachher ja alles leider aufgenommen. Wir durften es ja dann nicht live singen auf der Bühne. Aber wir haben die Sachen alle aufgenommen und klasse. Du hast dir auch wirklich was einfallen lassen, liebe Zuschauer. Ich erinnere mich noch, die ganzen Aufnahmen sind unten im Requisitenkeller entstanden. Tatsächlich hattest du da einen Computer aufgebaut und kamen alle so einzeln hin, haben gesungen und dann hat er das zusammengefügt. Das finde ich schon eine sehr, sehr große Leistung. Das war ja tatsächlich nicht leicht, unter diesen Corona-Bedingungen zu arbeiten. Diese zweite Arbeit, darauf möchte ich kommen, da haben wir ja wieder zusammengearbeitet und da ging es uns langsam auf den Keks. Da haben wir ja mit Greenbox versucht zu arbeiten. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da erinnere ich mich an viele schöne Szenen. Aber irgendwann hatten wir die Nase voll, wenn man mit Sebastian Hermann einen Partner hat und es geht um eine Liebesbeziehung, zwei Menschen, die sich lieben und sich nicht berühren dürfen. Ganz doof. Und eines Tages kamst du mit einer Idee. Und die solltest du uns mal vielleicht unseren Zuschauern und uns mal nochmal erklären. Ja, wir hatten also die Aufgabe, eine Choreografie, ein Duett zusammen zu tanzen. Und du hattest schon die Idee, dass sie das später projizieren werden und dass das so wie ein Traum ist. Und man sieht die beiden ganz verliebt. Und sie träumt davon, dass sie eng miteinander tanzen und ganz verliebt sind. Und das nun auf 1,5 Meter. So. Und dann haben wir beide gesagt, oh Mann, das ist jetzt so schade. Wir erzählen eine Liebesgeschichte und jetzt nicht mal in ihrem Traum darf man diese Nähe darstellen. Und dann hatte ich einen Drehtag und musste getestet werden, um an das Set zu dürfen. Denn die durften das damals. Die durften das, genau. Die durften drehen getestet. Und dann hatte ich die Idee zu sagen, warum kann denn nicht mein lieber Kollege Sebastian Hermann auch zeitgleich einen Test machen und dann dürfen wir uns für 24 Stunden berühren. Oh. Und da wir drehen, durften wir das auch hier auf der Bühne tatsächlich machen. Und das war so toll, weil als ich dann am Morgen frisch getestet, Sebastian frisch getestet, ankam, da warst du noch nicht da, da standen wir voreinander und haben gesagt, jetzt drücken wir uns erstmal ganz doll. Schön, ach, herrlich. Ganz lange gedrückt und haben uns beinahe, hallo Kollege, du bist es, ich habe dich gedrückt, toll. Und dann hatten wir einen ganz tollen Dreh mit diesem wunderschönen Duett. Ich stelle mir das gar nicht so einfach für mit so einem Greenbox. Und wo habt ihr das überhaupt mit der Musik zusammengebracht? Also das Ergebnis ist klasse geworden. Sebastian tut mir ein bisschen leid, weil es standen bei diesem Videodreh mehrere Leute um ihn rum. Der Regisseur, der musikalische Leiter, verschiedene andere Leute, der Videomann. Und Sebastian musste tausende Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Wir haben dann die Musik parallel vom Lautsprecher abgespielt und er musste die Lippen dazu bewegen, weil es wurde sein Gesang dann aufgenommen. Und er musste also lippensynchron singen. Er musste diese Stimmung transportieren. Er sollte mit diesem Motorroller irgendwie ein bisschen so tun, als ob er fährt. Also so ein bisschen damit wackeln. Und dann gab es am Ende einen Zeitpunkt, wo das in einem Unfall endet. Und da sollte er vorher auch noch panisch gucken. Der arme Kerl. Und wir haben das, glaube ich, wie oft haben wir das aufgenommen, Moritz? Ich meine so eine Zahl wie 29 Mal. Und das war also wirklich eine Herausforderung. Aber er hat das super gemacht. Er hat du hast immer dirigiert, damit das lippensynchron rüberkam, müssen Sie sich das vorstellen. Hat er so tapfer dirigiert und wir sahen ja alle aus wie Chefärzte mit OP-Masken und der arme Kerl. Aber das hat er toll gemacht, gibt ein schönes Ergebnis. Vielleicht schaffen wir es auch noch da mal kurz reinzuschauen. Unbedingt. Nachher. Ich habe schon so viel Lust. Kommt das denn nochmal, Murat? Stellen wir das nochmal? Erst einmal haben wir das ja noch gar nicht mal zur Premiere gebracht, nicht? Also das heißt, liebes Publikum, das kommt auf jeden Fall mit Sebastian Hermann. Und zwar diesmal beim ersten Mal gesanglich wird es funktionieren. Und Caro Kiesewetter. Und wir freuen uns ja auch wirklich alle sehr darauf. Also kiekt so fein in uns Plan in Juni 2021. Also gar nicht mehr so lang hin. Dann könnt ihr frühen blieben hier bei uns mit Caro Kiesewetter auf der Bühne. Genau. Und Sebastian Hermann in Ohnsorg-Theater sehen. Weißt du was? Wir gucken mal so, jetzt gucken wir da mal rein. Lass uns das mal machen. Das ist, und da kann man auch sehen, so ein bisschen Greenbox und die Umarmung. Wir gucken uns den Trailer an. Dann würde ich mal sagen, Film ab. Du willst doch, wenn ich mir was für noch habe, dann mag ich das auch. Ich habe im Leif und war ihm das heute Abend vertellen. Komm! Ach, wieder!
was wollt ihr mir denn vertellen? Das muss ja bös wichtig werden. Wie vertellt uns eins? Ich bin dein besten Kumpel, du bist mein besten Kumpel. Wo han sich die finden, do? Sympathisch, witzig, mit viel Fantasie und sogar sexy. Sogar sexy. Valentin, Selidol, Högerto. Du bist schwanger. Wenn ich die nur sech, dass ich verliebt bin. Ha! Ich hab das gewusst! Wo gehen denn? Hm? Natürlich bin ich in die verliebt. Laut uns lieber Fründen blieben. Oh, Lord, uns lieber Fründen blieben. Ich will diese FIFA in mein Leben nie nicht wieder hören. Wie Sie sehen konnten, freuen wir uns auf Sie, liebes Publikum, auf euch, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler. Auf viele bewegende Theatermomente mit echten Umarmungen und echten Küssen. Sowohl auf der Bühne wie auch im Zuschauerraum. Auf lautes Lachen, auf Singen, Weinen, Tanzen. Ja, auf die Oper, auf Kinobesuche, auf das Theater freuen wir uns, auf Lesungen, auf Konzertbesuche. Die uns unterhalten, politisch wie gesellschaftliche Themen reflektieren, uns zum Diskutieren bringen und vor allem die uns berühren, dat uns dat hart wieder abgeht. Wir freuen uns auf Sie in Ihrem Ohnsorg. Blieft Sie gesund und munter. Hol die fuchtig. Du auch, liebe Cornelia. Vielen Dank, Murat.